heiße Esther Marmet, ich wohne in Davos mit meiner Familie, ich habe einen Mann und 3 Kinder. Ich arbeite Teilzeit bei einer Klinik dort in Davos in der Buchhaltung und mein Mann ist Pastor von der Pfingstgemeinde. Ich bin in Davos, leite ich mit meinem Mann zusammen die Royal Rangers Music, wo wir jetzt gerade frisch gestartet haben, und ich helfe im Lobpreis mit und manchmal auch im Kinderdienst. Denn als ich dich gebraucht habe, bist du da gewesen. Ich bin Rahel Bucher, komme aus dem Seeland und gehe im Seeland in die Gemeinde, in die ETG Diesbach. Dort habe ich die Hauptverantwortung vom Worship-Bereich. Sonst bin ich Schulleiterin und aktuell im Mutterschaftsurlaub und darum viel daheim. Bis jetzt hatte ich noch nicht mega viel Erfahrung im Songwriting. Ich hatte zwar mal als Maturaarbeit den Steig von einem Lobpreislied und dann jahrelang nicht mehr geschrieben. Dann mit dem Songwriting Weekend von One Heart Worship Academy ist mir das in den Sinn gekommen. Ich habe ja mal ein Lobpreislied geschrieben. Das ist gar nicht das erste Mal, dass ich das mache. Und habe mich auch so ein bisschen fragen, wieso habe ich das eigentlich nie mehr gemacht. Für mich ist Songwriting wirklich eine grosse Leidenschaft. Ich merke, das hilft mir so viel in meiner Beziehung mit Jesus, wenn ich mich mit Liedern ausdrücken kann. Ich nehme die Lieder zum Teil auch nur für mich selber auf und höre sie dann wieder und es tut mir einfach gut. Beim ersten Treffen vom Mundart-Psalmen-Projekt im Februar 2021 per Zoom ist es darum gegangen, dass man sich in Gruppen aufteilt und an einem Psalm anfängt zu arbeiten. Und dann hat Rahel ihre Psalmidee vorgesungen, live vor der Kamera mit der Gitarre. Und mir hat es angesprochen vom Rhythmus, den sie auf der Gitarre und auch den Text vom Psalm. Und dann habe ich mich entschieden, mit ihr zusammen mal anzufangen. Der Psalm 138 hat mich mega fest angesprochen, weil es in dem fest um Dankbarkeit geht. Es geht darum, wie Gott uns führt und weiterführt. Und ich finde, es ist eine grosse Zusage in diesem Psalm drin, dass Gott uns einfach auch in Zukunft wird begleiten und führen und für uns da ist. Und das ganze Songwriting hat einfach online stattgefunden, wo wir uns austauscht haben oder auch per WhatsApp Ideen hin und her geschickt haben, mal telefoniert haben und nachher auch immer wieder mal allein echt daran weitergeschafft haben. Und immer wieder, wenn man es schickt, kommt wieder etwas zurück und dann muss man wieder diskutieren, wem es ist jetzt besser, wenn man 2 Varianten hat. Oder man muss sich entscheiden, mit welcher gehen wir. Das ist aber erstaunlich einfach gegangen bei uns, habe ich empfunden. Dann bringt man vielleicht eine Idee und nachher wird sie wie anders weitergesponnen und ja, kommt etwas anderes raus, als man vielleicht sich vorgestellt hat. Und dort habe ich wirklich gelernt, immer wieder die eigenen Ideen abzulegen. Michael hat beim ersten Treffen und auch bei den späteren Treffen immer wieder mal erzählt, dass so die Arbeit mit einem Song ist, wie wenn man schwanger ist, dass man so schwanger wird mit dem Song, dass man das so mitnehmen in den Alltag, immer wieder daran umdenken. Und das konnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ich dann noch auch schwanger war. Und das habe ich wirklich probiert umzusetzen, diesen Song mitzunehmen. Ich kann mich erinnern, dass ich beim Arbeiten vom einen Standort zum anderen gelaufen bin mit dem Handy und etwas drauf gesummt habe, wo mir eine Idee kam und dann daran weitergedacht habe. Und so hat mich dieser Song schon recht im Alltag auch begleitet. Beim nächsten Zoom-Meeting, das es gegeben hat, ist ein Input von Dan über Rewriting und dann hat er Feedback gegeben und quasi gesagt, hört euch das Ding nochmal, sucht den besten Teil und dann behaltet ihr nur den. Und dann hat Dan uns noch so gesagt, ja, unser Refrain, den wir hatten, das sei ein Vers. Und dann mussten wir uns auf eine neue Suche machen nach einem Refrain wieder. Und dort ist es für mich mega schwierig geworden, weil wenn ich den Psalm lese, ist das für mich eigentlich klar gewesen, das ist der Hauptteil, das ist der Refrain, den ich mehrere Mal wieder wiederholen in einem Song. Ich habe dann verschiedene Übersetzungen vorgenommen, alles, was ich gefunden habe, vom Nathalie der App in Englisch, zum Teil noch Französisch oder was auch immer ich irgendwo verstanden habe, um wirklich versuchen zu suchen, was ist eigentlich der Kern des Psalms, was ist das, was ist so, wenn man eine Hauptaussage müsste ziehen, was wäre sie? Eigentlich mehr oder weniger, glaube ich, in der Nacht nach dem zweiten Meeting hatte ich eine Idee, habe das Nathalie vorgenommen und das aufgeschrieben im Dunkeln und so und habe das mal der Rahel geschickt als erste Idee. Der Refrain gibt nicht auf, oder dass einfach der Hauptaussage, dass Gott nicht aufgibt, dass er an mir dranbleibt. Eben auch in den Übersetzungen ist immer wieder der Teil ist für mich sehr herausfordernd gewesen, wo es heisst,
Begib nicht auf das Werk deiner Hände. Ich dachte, boah, wie sage ich das auf Schweizerdeutsch? Was heisst das für mich heutzutage? Und wirklich kann man sagen, was ist das Werk von seinen Händen? Logisch die Natur und alles und ich auch. Ich bin auch ein Teil vom Werk von seinen Händen. Und mir geht er nicht auf, an mir bleibt er dran. Der Dan hat dann mal ein Arrangement gemacht und ich hatte so Freude, als ich das gehört habe. Es war ein bisschen anders, als wir es gedacht haben, vom Aufbau, vom Gesamtsong her. Die einzelnen Teile nicht, die hat er eigentlich ziemlich so übernommen. Und ich habe einfach gestaunt, wie viel besser ein Song noch mal tönt, wenn es jemand wirklich noch mal arrangiert. Und ich wünsche mir, dass die Psalmen einfach in das Leben der Leute sprechen können, dass sie sicher auch in den Gemeinden gesungen werden können und so wirklich etwas Cooles entstehen kann. Ich wünsche mir, dass die Leute ermutigt werden, ihre eigenen Songs zu schreiben, gerade auch mit anderen zusammen. Weil ich glaube, dass so Gottes Herzschlag für unser Land und für unsere Zeit mehr Sicht und höher und spürbar wird in unseren Gemeinden. Es gibt mega schöne internationale Songs, aber ich glaube, es liegt ein riesen Segen drauf, wenn wir Gottes Stimme selber hören für uns und ausdrücken in unseren eigenen Liedern. Ich will dir von ganzem Herzen danken. Nur dir und keinem anderen gehört mein Lied.